Hello everyone, this is the day number... hallo zusammen, ja, Tag Nummer 18, sorry, ich war jetzt gerade in Englisch von vorher. Es ist Tag Nummer 18, du merkst, ich bin sprachbegabt, ich kann auf alle Sprachen sprechen. Ah, ja. So, heute geht es darum, Gott Danke zu sagen für seine Taten. Warum, Susanna? Ja, wir sind also noch in der Stiftshütte beim Räucheraltar und das ist der Moment, wo man Gott Danke sagt, wo man ihn anbetet, wo man unsere Gebete bringt. Aber lass uns mal vorstellen, wir stehen hier bei diesem Räucheraltar und wir schauen nach oben. Und wenn wir nach oben schauen, dann sehen wir die verschiedenen Decken, die das Zelt hatte. Und das ist sehr interessant, weil jedes Material und alles war nicht zufällig da, sondern hatte eine Bedeutung. Also das sind diese Decken beim Heiligtum, Allerheiligtum. Und es waren 4 verschiedene Decken und es hat alles in der Stiftshütte, jede Farbe, jede Länge, jedes Material war eine Bedeutung auf Jesus hingewiesen. Und die erste Schicht, die man von innen sah, war die Cherubimdecke. Und das bedeutet, Jesus ist der König, er regiert über alle Umstände. So, jetzt kannst du ganz kurz mal deine Hände so emporheben. Und das ist ein Statement, wo ich emporhebe und sage, du bist mein König. Ich schaue das an und ich danke dir, dass du hast mich geführt und geleitet, gesegnet, beschützt und bewahrt. Du hast mich umgeben von allen Seiten und ich danke dir, dass du der König bist und du regierst über meine Gesundheit, du regierst über meine Finanzen, du regierst über die Familie, die du mir anvertraut hast, du regierst auch über die Firma, über das Startup, über meine Small Group, über mein Ministry, auch über die Kirche, wo ich gehe. Du bist der König über allem, was es gibt und ich danke dir und ich schaue jetzt diesen Gott an, der Schöpfer, der ist, der war, der immer bleiben wird, der Allmächtige, Allwissende und allgegenwärtige Gott. Das ist so die erste Decke. Und die zweite Decke, die war aus Ziegenhaar. Und Ziegenhaar war das Material oder die Wolle, aus denen die Propheten ihre Kleider hatten. Das kannst du nachlesen. Und es war weißes Ziegenhaar. Das, was nachher kam, war rot, aber dieses Weiß bedeutete, dass die Sünden vergeben sind. Und dieses Ziegenhaar steht natürlich dafür, dass Jesus der Prophet war. Und es heißt in Hebräer 1, Vers 1 und 2, in der Vergangenheit hat Gott immer wieder auf vielfältige Weise durch Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch jetzt, in dieser Zeit, sprach Gott durch seinen Sohn zu uns. Also das bedeutet, du hörst Gott und er spricht heute mit dir. Und deshalb lass uns mal die Hände auf die Ohren legen und uns so bewusst machen, dass Gott spricht. Und ich lade dich ein, dass du jetzt deine Ohren öffnest, also eine Erwartungshaltung bringst und sagst, Gott, ich vertraue dir, dass du heute zu mir sprichst. Vielleicht für die Umstände, wo ich einen Durchbruch mir wünsche, das, was ich auf meinen Stein geschrieben habe. Du sprichst in mein Herz, du sprichst in meine Seele, du sprichst in meinen Geist und du sprichst auch zu meinem Körper. Und ich höre dich. Sei still und erkennt, dass ich bin Gott. Und ich bete auch heute für dich, für uns, dass wir Durchbrüche haben. Wir haben gestartet mit Fragen, mit Anliegen, mit Nöten, mit Herausforderungen. Das war unser Stein. Vielleicht hast du diesen Stein schon bereits abgeben können irgendwo, dann praise the Lord. Vielleicht trägst du noch immer diese Themen mit dir mit. Ich habe ja mit 6 Themen gestartet. 4 haben sie jetzt schon bereits erfüllt, aber 2 sind immer noch da. Aber immerhin, Gott hat schon gewisse Dinge gelöst in dieser Fastenzeit. Das ist wirklich gewaltig, das ist ein Durchbruch. Gewisse Dinge können nur durch Fasten und Gebet gelöst werden. Jesus spricht davon Dämonen, aber ich spreche auch von Dingen, die sind so hartnäckig als symbolisch für uns. Nicht, dass alles, was wir gemacht haben, ist ein dämonischen Einfluss, aber ich möchte nur sagen, es gibt so hartnäckige Dinge. Die dritte Decke war die Wiederfelldecke und das ist eine Bedeutung von Hingabe und Opferbereitschaft. Bevor wir beten, heißt in Johannes 1, Vers 29, am nächsten Tag bemerkt Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Da rief er, seht, das ist das Gottesopferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Und das Wiederlamm bedeutet Hingabe und Opfer. Jetzt kannst du einfach deine Hände so ausstrecken, wenn du willst, und sagen, Jesus, hier bin ich bin nicht perfekt. Kannst dir mal vorstellen, wie David im Alten Testament, ein Mann nach dem Herzen Gottes, hat die Bundeslade nach Hause gebracht, hat geworshipped, hat angebetet.
Gott hat ihn gebraucht, um sein Königreich wieder aufzubauen, herzustellen. Aber der gleiche Mann hat einen Mann umgebracht, einen Mörder, das musst du dir mal vorstellen, und hat auch Ehebruch begangen und bekam ein Kind durch das. Und nichtsdestotrotz, nimm ein Bild, nicht einfach zu sagen, ja gut, es gibt Leute, die sind schlimmer, aber ich möchte mit dem sagen, wenn wir zu Gott kommen, haben wir eine Geschichte. Und die Geschichte, die ist einfach da. Und nichtsdestotrotz hat David nicht gesagt, ja, ich bin nicht würdig, dass ich nicht mehr mein Leben hingeben kann. Er hat gesagt, nichtsdestotrotz will ich in meinem tiefsten Herzen, das ist meine Entscheidung, die ich getroffen habe, hier ist mein Leben. Alles, was ich habe und bin, möchte ich dir zur Verfügung geben, weil ich weiß, wenn die Gegenwart Gottes nicht bei mir ist, wenn deine Präsenz nicht bei mir ist, dann ist alles, was ich mache, wie Schatten, wie Wind. Es ist vergänglich, es wird heute da, morgen ist es wieder weg. Das ist ein Statement. Nimm alles, was ich habe. Ja, und die 4. Decke, das war Tachaschleder. Man sagt, das war wahrscheinlich Seekuhfell. Wenn man eine Seekuh kennt, weiß man, dass es grau ist. Also ich gehe davon aus, es war ein unscheinbares Fell, also eine unscheinbare Lederdecke, die da drüber stand. Und das war ein Symbol für Jesus dient, also eine dienende Haltung. Und weil Jesus kam in Demut auf diese Erde, können auch wir demütig sein, weil wir sind in seinem Ebenbild gemacht. Es bedeutet auch, dass wir nichts vorgeben müssen, was wir sind, was gar nicht mit dem in uns drinnen übereinstimmt. Und es bedeutet auch, dass Jesus uns auf Augenhöhe begegnet. Es heißt in Jesaja 53, Vers 2, er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich, er gefiel uns nicht, aber er hat diese Gestalt angenommen, damit wir frei sind. Und er hat sich so stark niedergelassen, dass wir ihm auf Augenhöhe begegnen können. Und wenn du jetzt die Augen schließt, dann such die Augen von Jesus. Sie sind nicht irgendwo, sondern sie schauen auf dich mit Liebe, mit Gnade, aber auch mit Majestät und mit Vergebung. Und hier sind wir, Jesus. Danke, dass wir dir begegnen dürfen. Und dass wir heute deine Augen suchen dürfen. Deine Augen, wo voll Liebe sind für mich. Und weil du mich gefüllt hast mit deiner Liebe, kann ich auch andere lieben. Weil du als Diener gekommen bist, hast du das dienende Herz in mich hineingelegt und das setzen wir heute frei. Wir wollen dir das nachmachen, unseren Mitmenschen dienen. Also wir haben einen König, wir können hören, wir sind bereit, unser Leben auch ihm zu opfern, aber wir haben auch jemanden, der uns gedient hat. Das sind so diese Gedanken von heute. Wir sind ja in einer Fasten-, Gebet- und Gebenzeit, das ist wichtig. Wir haben ja auch auf Kaffee verzichtet, auf vielleicht Shopping, Friseur, kein Restaurant, um dieses Geld zu sammeln, um das diesen Sonntag in unser REACH-Projekt zu investieren. Und das sind, ich glaube, 15 bis 18 verschiedene Projekte, die ich dich einladen möchte, auf den Heiligen Geist zu sagen, was ist mein Beitrag? Das ist über unser Opfer und den Zehnten, was wir sonst geben, weil wir sagen, wir wollen REACH Beyond, wir wollen über unsere 4 Wände Sachen bewegen für Gott. Und das Coole ist, wir haben Partner ausgewählt, die wir schon seit Jahren haben. Und ich sage dir auch, das Geld, das du gibst, geht 100% dahin. Also wir behalten nichts zurück. Und diese Partnerorganisationen, die wir haben, wo wir schon lange unterwegs sind, wissen, die sind solide. Auch da wird das Geld auch gebraucht für das, was man auch angesagt hat, finde ich eine wichtige Sache. Weil man kann überall spenden und alles ist gut, ist nicht ein Thema, aber es ist ein Portfolio, wo du Geld in Aktien investierst und du hast verschiedene Aktien und das macht einfach etwas mit dir. Das haben wir einfach für dich schon ausgesucht, das ist das Coole. Und danke, dass du dabei bist, Tag Nummer 18, der Tag von Durchbrüchen. Ich wünsche einen schönen Tag, 4 Decken, God bless you und Tschüss. ciao, ciao, tschüss.